Bei Tesla standen zeitweilig die Bänder still. Auch Apple konnte nicht wie gewohnt produzieren. In Jiangsu haben etliche Stahlwerke dicht gemacht. In Zhejiang wurden etwa 160 energieintensive Unternehmen geschlossen. Und in Fushun setzen die Behörden die Einwohner über einen Stromausfall von bis zu 15 Stunden am Mittwoch und Donnerstag in Kenntnis. Gestern fand erstmals ein Menschenrechtsdialog zwischen Saudi-Arabien und der EU statt. Die EU begrüßt die Reformen in Saudi-Arabien, ist jedoch bei einigen Punkten noch besorgt. In Spanien ist nach Medienberichten Europas größtes Kokain-Verteilungsnetz, das sogenannte Balkankartell, ausgehoben worden. In einem Polizeieinsatz der spanischen Nationalpolizei zusammen mit den Polizeibehörden Deutschlands, Kolumbiens, Kroatiens, Sloweniens und Serbiens. Am Montag war eine Einigung zwischen Budapest und Gazprom über die Lieferung von bis zu 4,5 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr für 15 Jahre verkündet worden. Die Ukraine wird dabei umgangen. Das löste bei der Regierung in Kiew heftige Kritik aus. Ungarn wiederum warf der Ukraine Einmischung vor. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó kritisierte die empörte ukrainische Reaktion auf das Abkommen am Montag via Facebook als Verletzung unserer Souveränität. Der Iran blockiert entgegen jüngsten Zusagen die vollständige Überwachung seines Atomprogramms. Der Iran verweigere den Zugang zu einem Produktionsbetrieb, in dem Teile für Zentrifugen zur Urananreicherung hergestellt werden. Neuer Ärger für Volkswagen im Dieselskandal. Die EU-Kommission verlangt vom Wolfsburger Autobauer, dass er auch Kunden außerhalb Deutschlands entschädigt. Doch bislang lässt der VW-Chef Brüssel abblitzen. Der niederländische Präsident benutzt generell das Fahrrad, um zur Arbeit zu kommen. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass es einen Anschlag oder eine Entführung geben könnte, die von der marokkanischen Mafia ausgeht. Darum wird der Präsident nun rund um die Uhr bewacht.